bin Nashitia und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Und zwar wird das heute mein erstes Q&A. Und zwar habe ich euch auf Instagram und auf Twitter unter dem Hashtag FragEntja oder auf Instagram mit dem Fragetool habe ich euch gefragt, dass ihr mir doch Fragen für mein Video stellt. Und ich beantworte jetzt die Frage. Keine Angst, mein Haarvideo kommt dann auch noch, weil sich viele gewünscht haben, Nati, mach noch mal Frisuren, was machst du mit deiner Haar und dies und das. Und ich will dann genauer auf meine Haare eingehen. Oder besser gesagt, jetzt oder nachher. Zuerst beantworten wir mal die Fragen. Es sind insgesamt 20 oder mehr Fragen. Ich habe es auf 20 Fragen beschränkt, weil sonst wäre es zu viel geworden. Also, die erste Frage ist, machst du irgendwann mal eine Challenge auf deinem Kanal? Ja. Ich habe schon länger vor, eine Challenge zu machen, aber bis jetzt ist niemand wirklich mit mir einverstanden gewesen, eine Challenge zu machen, weil auf meinem Kanal kommt ja eigentlich alles und momentan probiere ich sehr viel auf meinem Kanal aus. Wie man sieht, weil ich bin momentan nicht in der Richtung, zum Beispiel, ich bin nicht in der Richtung nur Covers, nur Let's Plays, nur Vlogs. Ich bin eigentlich mit Film unterwegs und in Zukunft werde ich mich vielleicht festlegen, vielleicht auch nicht. Und es wird ein Chaos-Kanal, aber hey, ja. Wie gesagt, ja, ich würde schon gerne mal eine Challenge machen. Also, falls ihr mal Lust habt, schreibt mir gerne. Nächste Frage. Wer ist mein Idol? Mein Idol ist natürlich der Gronkh, Lara Loft, der IZZI, Stefanie Heinzmann. Ich bin ein sehr grosser Stefanie Heinzmann. Ich habe mich riesig gefreut und ich habe Stefanie Heinzmann live an der Energy Star Night gesehen. Nochmal ein fettes Merci an das Nintendo, der sie gewonnen hat und mir geschenkt hat. Oh mein Gott, Stefanie Heinzmann. Ich kenne Stefanie Heinzmann, seitdem sie angefangen hat mit Musik. Und Cimorelli. Genau, Cimorellis sind meine riesigen Vorbilder. Und ja. Und ein Idol ist noch meine Mami. Hi Mami, falls du es siehst. Daher kommt die ganze Motivation für deine Videos. Meine Motivation für die Videos kommt eigentlich, also fängt eigentlich schon sehr früh an. Und zwar gehen wir zurück in das Jahr 2013, wo ich mich zum ersten Mal auf YouTube angemeldet habe und dann praktisch meinen ersten Kanal hatte. Der leider nicht mehr existiert, weil der einfach noch cringe war, der Kanal. Und das Wort wirklich. Nein, also ich habe 2013 schon angefangen mit YouTube und Videos. Habe aber zu dieser Zeit unter dem Phänomen Pferde-Zumba Girl. Ich werde das wahrscheinlich noch einblenden. Und zwar habe ich mit so Pferdefiguren so eine Geschichte gemacht. Ich habe das bis, falls ich noch 2014 so gemacht. Dann habe ich aber aufgehört. Weil die Leute aus meiner Klasse haben das mitbekommen. 2014 oder 2016 habe ich glaube aufgehört. 2015 war es. Anfang 2015 habe ich Anfang 2015, Ende 2014, Mitte so, habe ich aufgehört mit diesen Videos. Weil, ja, meine Klassenkameraden haben davon mitbekommen, dass ich das mache. Und haben dann gesagt, also, das ist doch unsere super YouTuberin und bla 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 bla. Also, wortwörtlich gesagt, ich bin gecancelt worden für meine YouTube-Videos. Und Leute haben sich lustig darüber gemacht, so, sie ist 15 und spielt noch mit Pferdefiguren und bla 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 bla. Wie die Gesellschaft also heutzutage ist. Ja. Und darum habe ich dann aufgehört. Dann so Anfang 16 habe ich mir dann überlegt, so. Also ich bin sehr viel auf YouTube unterwegs gewesen. Bis August 2016 so. Anfangs 2016. August bin ich rausgekommen. So, jetzt stimmt's. Ich muss kurz nachrechnen. 2016 bin ich rausgekommen. Entschuldigung, bin ich rausgekommen. Und ja. Dann im August, wo ich Ferien hatte, habe ich mir überlegt,
warum fährst du nicht wieder mit YouTube-Videos an? Also ich meine, du bist ja nicht mehr in der Klasse und so. Und dies und das. Und ich habe es immer cool gefunden, Videos zu machen, Videos zu drehen. Auch wenn ich damals nur, wie ich schon immer gesagt habe, 9 Abonnenten hatte. Tja. Auch wenn es nicht viel war, ich habe mich gefreut über die 9 Abonnenten. Aber ja. Es hat mir immer Spaß gemacht, Videos zu machen und darum habe ich 2016 im August sehr stark daran gezweifelt, dass noch irgendjemand solche Videos von mir gerne anschauen würde überhaupt. Ich bin ja zu meiner Mami gegangen. Ich so, hey Mami, ich habe so eine Idee und das haben die schon vorher gemacht und ich weiß nicht, ob ich damit anfangen soll. Und dann hat sie gefragt, ja, was meinst du genau? Dann habe ich meiner Mami erzählt, Mami, ich will YouTube-Videos machen. Und sie so, okay, gut. Dann habe ich gesagt, ja, Mami, aber ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Also, ob ich mich das traue zu machen. Oder einfach ein Video zu machen. Dann hat sie mir gesagt, Nati, hab keine Angst, mach einfach. Und dann, als sie mir das gesagt hat, ist es im August 2016 dann so wie gewesen, dass mir das erste Video rausgekommen ist. Also man kann es nicht richtiges Video nennen, es ist jetzt, das habe ich vergessen zu sagen. Danke. Meine Motivation für Videos zu machen ist einfach, dass die Leute meine Videos schauen, es lustig finden, einfach die Videos schauen, um ein bisschen ihren Alltag zu vergessen und ein bisschen abschalten. Zusammen abhängen. Ja, absolut. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, YouTube-Videos zu drehen? Wie gesagt, ich habe 2013 schon damit angefangen. Dann habe ich aufgehört, weil ich bekannt wurde. August 2016 wieder angefangen. Zuerst mit Fanvideos von YouTubern, um mich zu bedanken für die YouTuber. Weil das sind meine Idole gewesen, also vor allem für den Gronk und das Arazal, wo ich damals geschaut habe, YouTube-Videos zu drehen, indem ich einfach mal gedacht habe, so, ja, ich habe es vorher schon gemacht, es hat mir mega Spaß gemacht, YouTube-Videos zu drehen. 2013 habe ich angefangen, es hat mir dort schon mega Spaß gemacht, auch wenn ich gecancelt worden bin. Und dann dachte ich so, komm, ich fange dann nochmal damit an. Und nachdem ich angefangen habe, hat es mir wieder so viel Spaß gemacht. Und ihr glaubt mir, es macht mir heute noch mega Spaß und ich liebe es, YouTube-Videos für euch zu drehen. Und ja. So bin ich eigentlich zum Video drehen gekommen. Lars Müller. Lars Müller, fühl dich grüßt, okay? Stargast haben? Nein, ich bin ganz allein im Zimmer. Sven Brun grüßen. Sven Brun, fühl dich grüßt. Robert und Nicole Prenkei. So, jetzt kann ich's. Hey, Gott, ein Musikvideo von dir kommen. Ja, tatsächlich, wenn das Video rauskommt, dann ist schon das Musikvideo von I Won't Give Up rausgekommen. Und ja, ich hatte tatsächlich vor, noch weitere Lieder zu machen. Und zwar habe ich noch vor, Because of You von Kelly Clarkson, Youth von Shawn Mendes, Lovely von Billie Eilish und When the Party's Over auch von Billie Eilish. Und dann habe ich noch Fall in Line von Demi Lovato Christina Aguilera für Demi Lovato. Und diese Songs wollte ich noch coveren, unbedingt. Und ich wollte einfach die Musikvideos mehr machen, aber, also wie sagt man, ich wollte die Musikvideos ja immer ein bisschen steigern. Und darum werde ich wahrscheinlich für Youth und vor allem für Youth und das andere Lied, wo ich noch Cover habe, die Billie Eilish Cover, die werde ich wahrscheinlich auch mit jemandem zusammen aufnehmen, weil das jetzige Cover, das ich gesehen habe von Lady Gaga, das Million Reasons, das habe ich ganz allein aufgenommen. Mit einer Kamera natürlich. Und ein super Zaun, wo Vogelscheisse dran war. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe am Arm nachher ganz viele Vogelscheisse gehabt. Und an meinem Handy hier an der Hülle. Das war richtig geil gewesen. Ja. Nein, also Million Reasons habe ich komplett allein gedreht. Und I Won't Give Up auch. Und die anderen Videos probiere ich jetzt mit jemandem zusammen zu drehen. Zum Beispiel mit der
Die Frage hat mich tatsächlich sehr verwundert. Und zwar hat jemand gefragt, kannst du wieder ein Logbook machen? Also ein Logbook. So wie die YouTuberin Luna Darko gemacht hat. Und zwar tatsächlich habe ich nicht gedacht, dass die Frage kommt, weil mein erstes Logbook, das im Sommer irgendwann war, 2016, um ein Jahr oder so, hat ziemlich viele Dislikes bekommen. Und ich kann nicht denken, dass jemand nochmal fragt nach einem Logbook. Aber ich kann gerne ein Winter-Logbook machen. Und zwar, ich würde unbedingt gerne mal ein Winter-Logbook machen. Oder ich kann auch ein Herbst-Logbook machen. Es kommt darauf an, wie viel Zeit ich jetzt momentan noch habe. Vor allem mit den Covers, weil die Covers sind ziemlich aufwendig, muss ich gerade behaupten. Also wirklich mit YouTube zu erreichen. Mein Ziel ist eigentlich nicht viele Abonnenten zu haben oder so. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist einfach, dass ihr Freude habt an meinen Videos und dass es euch Spaß macht, die Videos anzuschauen und dass euch meine Verpeiltheit nicht auf den Krieg geht. Und ja, auf meinem Kanal kommt eigentlich sehr viel Verschiedenes, weil ich probiere mich selber gerade Unterricht oder lernst alles selber. Die Frage hat mich sehr beeindruckt, weil ich schon gedacht habe, dass irgendjemand fragt. Tatsächlich nehme ich keinen Gesangsunterricht. Ich habe noch nie Gesangsunterricht gehabt. Ich habe einfach, seit ich klein bin, habe ich einfach zu Covers gesungen oder zu Liedern, die ich gut gefunden habe. Und ja, so ist mein erstes Cover tatsächlich entstanden. Ich habe einfach eine Piano-Version von Anti-Held genommen, von Tube Clash, und einfach drauf gesungen. Obwohl man eigentlich hört, dass Paper Blossom, die wohl Anti-Held singt, im Hintergrund zu hören ist. Aber jeder Fall macht ja, und ich glaube, ich habe angefangen zu singen und bin jetzt einfach da, wo ich bin. Viele Leute haben mir aber schon vorhinein gesagt, wow, zum Beispiel eigentlich bei einer Cousine in einer Geburtstagsparty habe ich mal Karaoke gesungen, weil sie so eine Karaoke-Maschine hatte. Und dann habe ich gesungen und dann ist die Frau zu meiner Mami gegangen und gesagt, wow, deine Tochter kann mega schön singen, sie hat Tränen in den Augen gehabt und das ist tatsächlich so ein bisschen meine Motivation zum Singen. Und ja. Willst du mal zu DSDS gehen oder zu The Voice gehen? Ich habe gewusst, dass die Frau kommt. Ich würde schon gerne gehen. Nur mein Problem ist, ich würde wahrscheinlich überhaupt nicht weiterkommen. Oder für mich würde einfach gar nicht mehr drücken. Oder der Dieter Bohlen würde mich sofort unterbrechen. Weil wenn ich dort stehe, dann macht meine Hand einfach so. Warte, so. Letztes Mal, als ich an einer Karaoke-Bar war und ich musste singen, das ist meine Fernbedienung, okay, aber stell dir vor, das war das Mikrofon, das hat nachher so gemacht. Und ich war so am Singen. Ich habe, glaube ich, dort Pink gesungen. Und zwar Perfect. Und dann habe ich noch gesungen von Adele, Someone Like You. Aber ich war so nervös. Glaubt mir, das kommt nicht gut raus. Also, ich würde schon gehen zu DSDS und The Voice, aber ich wäre so nervös. Ich glaube, mir würde mir das so anmerken, dass sie mich einfach wieder heimschicken würden. Und ganz ehrlich, das wollte ich nicht riskieren. Also, ich sage jetzt nicht sauber, ich bin super gut, aber ich höre viele Leute sagen so, oh mein Gott, du kannst voll schön singen, warum gehst du nicht zu dem und dem? Ich wäre tatsächlich so nervös, dass sie mich wieder heimschicken würden. Und darum, ich würde gerne gehen, aber mal schauen. Kannst du mal rappen? Ich habe in einem anderen Cover mal, also in dem Jessie J Video, und zwar Price Tag, habe ich gerappt. Also gerappt. Aber ich kann natürlich wieder mal ein Cover machen, wo ich rappe. Also ich suche schon lange nach Musik, wo ich einfach rappen kann, aber die Voraussetzung muss einfach sein, dass ich das Lied schon in- und auswendig kann und dann den Rap kann. Weil das Problem ist, wenn ich das Lied nicht in- und auswendig kann ich den Rap überhaupt nicht. Weil so wie bei See You Again, das Lied kann ich in- und auswendig, aber die zweite Teil, also die zweite Strophe, der Anfang, wo kommt das wo we both got a friend, the strong and the strong, the friendship, the bond. Den Teil kann ich überhaupt nicht. Und darum würde ich das Lied nie coveren und oder rappen.
Aber zum Beispiel, ich habe mir überlegt, Classic von MKTO zu covern. Natürlich. Weil das ist ein Rap und ich kann den Rap eigentlich sehr gut. Ja. Ich singe seitdem ich liebe. Also nicht mit 8 oder so. Nein, absolut nicht. Nicht mit 8. Ich habe einfach angefangen. Mit welchem Alter habe ich angefangen? Entschuldigung, meine Kamera ist einfach ausgegangen, weil... Ja, das wird funktionieren. Wie gesagt, ich habe mit 10 angefangen zu singen, also sehr jung. Und ich habe einfach immer zu Covers und Karaoke, also nicht Covers, ich habe einfach immer Karaoke gesungen. Karaoke-Maschine, dies und das. Wir haben auch hier daheim eine Playstation 2 noch mit SingStar. Tatsächlich ist sie dahinter gerade, auf meinem Fernseher aber. Und dort habe ich auch immer mit meinem heutigen Mikrofon, dem blauen SingStar-Mikrofon, das jetzt als Aufnahmemikrofon ist, mit dem habe ich tatsächlich immer meine Covers, ich habe einfach immer gesungen an unserer Playstation mit SingStar und so. Get ready with me. Das wird tatsächlich schwierig, da ich momentan Ferien habe. Und ja. Aber sobald ich wieder etwas mache, mache ich es. Also die meisten Fragen sind von Instagram und dann habe ich jetzt noch eine Frage von Twitter und zwar von der Anabora X. Sie fragt, was ist dein schönste Erlebnis? Tatsächlich habe ich mehrere schöne Erlebnisse und zwar eines, das war 2016, als ich Simmerelli getroffen habe, weil ich ein Meet and Greet Ticket hatte. Und dann bin ich tatsächlich zu Sport gegangen, weil mein Vater hat mich gefahren. Und mein Vater hasst es im Hallenstadion, also mein Vater hasst es zu essen während der Fahrt. Und dann haben wir noch daheim gegessen. Und da ich zu dieser Zeit in dieser Privatschule war und wir dort bis am 5 Uhr Schule hatten, ja, bis am 5 Uhr, habe ich einfach, also ich durfte früher gehen und mein Vater hat noch essen. Und ich habe nicht gewusst zu dieser Zeit, weil das ist mein allererstes Konzert war, wo ich gegangen bin, wo nicht im Hallenstadion war. Weil das Konzert war in Solothurn, in der Komplexhalle, falls das euch irgendetwas sagt. Und tatsächlich sind wir zu Sport gekommen fürs Meet and Greet und ich habe noch extra Geld für das bezahlt. Und das ist so scheiße gewesen. Ich so, nein. Also meine Mami ist dann mitgekommen. Danke Mami, dass du mitgekommen bist. Und ich bin dort gestanden an der Kasse und ich so, nein Mami, wir haben das Meet and Greet verpasst. Ich bin so traurig gewesen. Also ich kann das... Er hätte sich das nicht vorstellen. Ich bin so traurig gewesen. Nachher sind wir reingegangen. Also wir sind nachher reingelaufen mit unserem normalen Ticket, was zusammen mit dem Meet and Greet war. Bin ich reingegangen. Und dann ist hier vorne so ein Merch-Tisch gewesen. Also so ein Tisch mit so T-Shirts und so. Wo ich T-Shirts kaufen für die Simrallies. Und da war die Mutter da vorne, die die T-Shirts verkauft hat für ihn. Also... Falls ihr das seht, hey Liane! Also die Mutter heisst Liane. Liane Simrelli. Und das habe ich aus den Videos gewusst von den Simrallies. Also sie kommt auch ab und zu vor. Und ihre Mutter und ich so zu meiner Mami so, hey Mami, das ist Mami von der Simrelli-Schwestern. Und sie hat Englisch geredet und weil meine Mutter ist halb Brasilianerin. Mein Vater ist Schweizer. Mein Vater kommt von Schlierbach, falls es euch etwas sagt. Und dann habe ich gesagt, da bin ich zu ihr gegangen, so, oh hi, you're Liane, the mother of the Simrelli sisters. Sie so, oh yeah, wow, cool. Dies und das. Und ich habe ein T-Shirt gekauft und ich habe mit ihr geredet, so dies und das. Und dann habe ich ihr erzählt, dass meine Mami das Ticket zeigt, aber meine Mami kann kein Englisch. Meine Mami kann nur Portugiesisch und Deutsch. Sie kann kein Englisch. Und dann habe ich das übersetzt und sie so, what is this? Und ich so, das ist das Ticket, also this is our ticket. I bought a meet and greet together with the normal ticket, but I had school until 5 o'clock. Also ich habe Schule gehabt bis
am 5 Uhr. Und ich konnte nicht früher kommen, weil ich also es war in Solothurn gewesen. Wir mussten von da aus bis auf Solothurn noch eine Stunde fahren. Und das Konzert hat am 6 Uhr angefangen eigentlich. Also die Eröffnung war am 6 Uhr, es hat ein bisschen später angefangen. Und ja, dann habe ich gesagt, also, yeah, we lost the meet and greet because we're late, we have 1 hour until. Also, wir haben eine Stunde, bis wir da sind. Und sie so, you can come to me after the concert. Also, nach dem Konzert hat sie mir gesagt, ich kann wieder zu ihr gehen. Und vielleicht, wenn es gut klappt, dürfte ich nach dem Konzert zu ihnen raufgehen und sie noch treffen. Ich muss mir vorstellen, das Konzert ist dann fertig gewesen. Ich bin zu ihr gegangen und dann bin ich zu der Security. Security kann Deutsch und Englisch. Und dann hat Security mir gesagt, es ist nicht sicher, ob das klappt. Es ist nicht sicher. Und dann bin ich dort gewesen. Ich habe nur gebetet und gebetet. Und Jesus, thank you my Lord, es hat geklappt. Ich durfte nach dem Konzert mit meiner Mami zusammen einfach zu den Cimarelli-Schwestern ihren Backstage-Bereich hinten rauf und halt dürfen alle umarmen. Und ich habe sogar noch ein Foto gemacht. Das ist, glaube ich, das Hintergrundbild. Das sieht man. Also da sind alle drauf. Ja. Das ist unglaublich. Das ist einer von meiner geilsten Erlebnisse. Und mein zweites sehr nice Erlebnis war, als ich mache das bitte nicht. Ich habe das auch gemacht, meine Mami hat keine Ahnung davon gehabt. Okay, Mami, falls du das siehst, es tut mir mega leid, dass ich dich angeschaut habe. Und zwar habe ich meiner Mami gesagt, ich und meine Kollegin, ich nenne sie jetzt mal Lena, ich und Lena gehen auf Luzern etwas machen. Oh boy, oh boy. Das Ding war, ich bin gar nicht auf Luzern mit Lena. Ich bin ganz alleine. So dumm bin ich gewesen. Habe ich mir gedacht, so, ja. Also, zu dieser Zeit sind Feierabend Games in den E-Studios in Zürich-Hartbrück. Und dann hatte ich keine Ahnung von Zürich. Dann habe ich Selina geschrieben, also sie hat Schule gehabt, Selina kriegt, sie hat Schule gehabt. Dann habe ich geschrieben, so, hey Selina, hast du Lust auf Feierabend Games zu kommen? Und dann sind wir gegangen, haben uns zufällig getroffen, weil wir in Zug eine Verspätung hatten. Dann haben wir uns getroffen. Und dann sind wir zusammen an die Feierabend Games. Und dort habe ich dann zum ersten Mal den Juna kennengelernt und das Nintendo und den Manu. Ich glaube, es sind nicht mehr dabei gewesen. Warte, Manu, Demi, Manu, Nintendo, der Juna-chan und ich. Und Selina. Genau, wir sind das 5. Sind wir dort gewesen. Und dort habe ich das Nintendo zum ersten Mal kennengelernt und Juna und den Mani-Brödli. Und das war mega cool gewesen. Und ja. Das war auch ein sehr nice Erlebnis gewesen, weil meine Mami keine Ahnung hatte, dass ich auf Zürich gehe und will fremde Menschen aus dem Internet kennenlernen. Man kann aber dazu sagen, dass die fremden Menschen, die ich an diesem Tag einfach so getroffen habe, heute meine besten Freunde nennen darf. Das war ein schöner Moment gewesen. Ich habe einfach mich getraut, mal einfach wegzugehen von unserem Dorf und habe sehr nette Leute kennengelernt. Liebe Grüße an meine Freunde, an meine lieben Freunde, Nintendo, Juna und Selina und Manu Brülise. Und an den Ninja Luther. Den Ninja Luther habe ich tatsächlich später kennengelernt. Und den Casey Dorn. Und noch viele, viele weitere Leute. Ja. Ja. Das war es mit einem kleinen Q&A und vielen Dank, dass ihr mir Fragen eingesendet habt auf Instagram. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like. Ich wünsche euch ein Abo, Morgen, Mittag und Abend und tschüss, ciao, alle!